Sie sind ein Verein rechtlich von der sephardischen Kultur in Holland. Ja. Weil ich gebe in Museum arbeite ich, wo gebe ich eine Tour und dort hat man echt an anderer Seite vom Museum hat man die portugiesische Schule. Esnocha ruft man das, weil Snocheros, sind die Menschen, was gehen dort. Und das ist eine richtige Schule. Dort hat man eine Mikve. Ich habe einmal, dort gebe ich echt Tours. Ich erzähle die ganze meiste von die Sephardim und eine Sachwärter, weil Ayad, eine Sachwärter sind reingekommen von der jüdischen Kultur. Da Sachwärter in Holländisch, was ist gerade jüdische Wörter? Weil ein Wort Yad, der Yad von Teure, was man lernt, das ist auf Ladino Punteiro. Das ist mehr Portugiese Wörter. Und in Holländisch sagt man, nutzt man das Wort für Pause, dus niet richtig als Hand, als Slang für Hand, sagt man Yad. Blijf met de Yad. Also da Sachwörter in Holländisch, wo sind gerade, man sagt der Gaie, das heißt, dass man trinkt. Man hat gehört, dass jeden sagen Lechaim, sagt man der Gaie. Und der Gaie ist, there you go. Das ist eine andere Sache im Ganzen. Es sind doch Sachwörter, was sind da reingewas. Und ja, es sind da andere Wörter in Portugies. Es ist da echt eine Frage, von was hat man gerufen Portugiese Synagoge, von Schule, von was nicht Spanischen. Und das ist, weil in die Zeit, wo sie gekommen, die sephardischen Juden, ist Holland und Spanien haben gehabt 80 Jahre Milchome, 80 Years War. Was haben gedacht und sich gekrochen, 80 Jahre haben die Juden getracht, eben wir wollen sagen, spanische Schule, das ist nicht fein, als gegen die Holländer. Als wir kommen, man macht die Schule und sie kriegen sich mit den Spaniern. Darüber hat man das portugiesische Schule gerufen. Eine sehr schöne Schule. Es ist genau wie mit das Gebäude in 1675. Es ist nicht da Elektra, es ist nicht da Hitzung in der Schule, aber es ist wunderbar schön.